als sich ein Land nur noch auf das Meta konzentrierte und viele Leute verletzt mit seiner Arroganz, ist er vom Spiel. Ist er vom König von der Spiel in seine Dimension gerissen worden, für seine Duell von früher an seiner Stelle zu meistern. Wird er das schaffen? Hallo und herzlich willkommen, wir sind wieder zurück in Yugis Körper und werden diesmal den Wheeler zerstören. Nein, das Käfermonster-Deck zerstören. Ich weiß gar nicht, wie er heisst. Er heisst Willey Underwood. Und wir nehmen natürlich Stein. Stein ist in diesem Fall nicht genial. Ja, wir sind hier mit einem komischen Geschichtsdeck wieder mal und er spielt eindeutig mit Insekten. Das wissen wir von Anime-Serie. Jetzt haben wir das Problem, nur schwache Monster. Also ich brauche unbedingt wie ein Ding haben. Was machen wir da? Silberner Fang! Also silberner Wolf würde jetzt am Ende sein, aber Silberfang. In Angriffsposition. Rüste ihn mit dem Horn des Einhorns aus. Und ich werde sein Verdeckten angreifen. Los! Bärenklauen! Ein Wolf von Bärenklauen einsetzt. Okay, jetzt haben wir das Problem schon. Das ist der Koko. Und der hat den Effekt, dass ich glaube nach 5 Runden das Ding holen kann. Irgendwann kommt die grosse Motte und die wird nachher schwierig zu bekämpfen. Aber so weit lassen wir es gar nicht kommen. Das hat einfach wirklich nicht gelangt wegen Hund. Wieso spielst du so defensiv? Hast du wohl keine guten Karten, hä? Okay. Hat der hier so ausrüsten, weil ich mit der Spielfeld-Zauberkarte Ödland meine Dinosaurier, Zombies und Felsmonster kann Push geben, so wie ihr hier seht. Leider kann ich jetzt das nicht ändern. Aber ich gehe in die Battle-Phase und greife mit dem Long Silber Dong Dong mit Megaschau und Woboku. In diesem Spielzug, wo sie aktiviert wird, nimmt niemand mehr Kampf schaffen und kein Monster wird zerstören. Schade. Sonst wäre sie jetzt zerstört worden. Jetzt, in diesem Fall, zweite Main-Phase. Exis! Leider nicht. Nur Fusion. Ja, geben wir mal ab. Wir brauchen nämlich, um zu fusionieren, das ist eine Zauberkarte, die ich fusionieren kann. Und dann brauche ich Gaia, Zorniger Ritter und Drachenfluch. Wenn ich die 2 Karten auf der Hand oder auf dem Spielfeld habe, kann ich sie fusionieren zu einem mega starken Monster. Aber das kann ich nicht. Und greife das verdeckte Monster mit einem schwachen an. Los, Mammutfriedhof! Ist das wirklich der Mammutfriedhof in Mehrzahl? Also der Friedhof ist ja ein Gelände und das ist einfach ein Mammuthof. Ich werde die Karten ändern. Der heisst Silberwolf und der heisst Knochenmammut. Aha, nein, es heisst so Mammutfriedhof. Es ist Mammutskelett. Ja, ist so nicht. Wer stark ist. Ich verlieren. Ich weiss nicht, ob ich das herbringe, aber mit dem Herz von der Karte ziehe ich jetzt auf sehr gute Karte. Ich kann 3 Karten ziehen und 2 Karten ablegen. Ja, genau. Und die ist eigentlich verboten, die Karte. Aber, die kennt ihr ja schon vom letzten Let's Play. Ich kann eigentlich jetzt 3 Spielzeuge nicht mehr angreifen. Und jetzt hat er gemacht, was ich gehofft habe, nämlich eine Spielfeld-Zauberkarte austeilen. Das heisst, ich kann hier
Brennendes Land aktivieren! Und ihm nicht noch Schaden nehmen. Wo ist es jetzt? Aha. Wenn diese Karte... Ah, okay. Ja. Also. Okay. Aktivieren wieder Ödland! Okay, jetzt kann ich mit dem da angreifen. Und ich setze noch da in Verteidigungsposition, weil ich ein bisschen Angst habe, was kommt. Und jetzt gehe ich in die Battlephase und greife mit dem Mammutskelett. Oh no. Sebu, bist du endlich komplett neben den Schuhen? Das ist verräterisches Wetter. Kannst du da angreifen? Jawohl! Brennendes Land! 500 Schaden für ihn, würde ich sagen. Jetzt nehme ich Schaden. Wieso nimmt ich Schaden? Das ist doch unfair. Oh, Spiegelkraft. Das ist eine Fallenkarte. Wenn ein Monster einen Angriff deklariert, kann ich die aktivieren und alle, die in Angriffsposition sind, werden zerstört. Aber ich kann leider immer noch nicht angreifen. Darum, sie zu. Brennendes Land ist eine permanente und wir nehmen immer Schaden. Immer Schaden in unserer Stempelphase. Und ich muss warten, bis er seine verräterischen Schwerter nicht mehr hat. Und jetzt kann ich den angreifen. Und er nimmt nochmal 500 Schaden. Oh oh. Jetzt, wenn von verdeckter Verteidigungsposition in Angriff gewechselt wird, nennt man das Flip. Und es gibt Flip-Monster, die genau den Effekt haben. Und der sagt, Flip, wähle ein Monster auf dem Spielfeld und zerstöre das Ziel! Nein! Aber wisst ihr, was gut ist? Ich! Oh, nein, er hat wieder den Wald. Nein! Er hat den Wald aktiviert und ich werde sterben! Oh, er tradet. Wenn zwei gleich stark sind, werden beide zerstört. Das habe ich ja vergessen zu sagen. Das lernt ihr hier! Qualitativer Content. Oh, ich bin doch komplett neben den Schuhen. Ich hätte einfach die an. Oh Mann. Oh Mann. Kann ich das rückgängig machen? Wissen gut. Aber ich denke so, wieso aktiviert er die Spiegelkraft? Er hat doch vorhin gesagt, dass alle, die angegriffen werden, zerstört. Oh Mann. Jetzt habe ich kein einziges Monster mehr, aber dafür das Horn. Dann setze ich das in Angriffsposition und er ist da. Oh, jetzt habe ich es richtig versammelt. Hey. Richtig versammelt. Aber so wie es aussieht, werde ich vorher sterben. Nein, er wird vorher sterben. Er hat Laserkanonen ausgerüstet. Einem Monster, das in Def liegt. Das ist eine Ausrüstungszauberkarte, die ATK und Defense um 300 erhöht. Also ich bekomme einfach das Monster nicht mehr tot. Ausser ich werde ihn durch das brennendes Land zurückbrennen in seine Vergangenheit. Oh, wir beschwören Mammutskelett. Und rüsten es aus mit Horn des Einhorns. Also haben wir jetzt ein Mammut-Einhorn oder ein Horn-Mammut-Ein. Genau, das ist es. Ein Horn-Mammut-Ein. Oder ein Ein-Mammut-Horn. Wäre auch fast besser ausgedrückt. Wir können mit dem leider nicht angreifen, weil wir zu schwach sind. Aber, nein, kann ich nicht. Ach, schade. Irgendeine wird die kleine Motte beschwören. Aber vorher weiss ich das noch zu verhindern. Oh nein, ich habe schon wieder eine Verdeckung gesetzt, die ich unbedingt angreifen muss. Horn des Einhorns! Sehr schön. Und Horn des Einhorns auf Skelett-Einhorn, Mammut-Einhorn. Es hat jetzt 2 Hörner und ihr wisst, was das heisst. Wenn ein Einhorn ein Horn hat, ist es kein Einhorn mehr, sondern ein 2 Horn. Und ihr wisst, was das heisst.
es gibt keine zwei Horns, über den noch geredet wird. Und nach dem Let's Play werden nur noch über zwei Horn geredet. Als ob er Boku hat! Ah! Das nützt genau nichts. Ich kann sein Monster nicht zerstören. Das hat mein zwei Horn nicht gerechnet, weil auch gegen das kann es nichts machen. Brennen! Schaden! Ja, genau. Brönnschaden. Und jetzt zwei Horn Skelett Mammut. Greif! Ah! Sehr schön. Endphase. Mit dieser Zauberkarte kann ich eine Karte von Hang abwerfen und mir ein Monster vom Friedhof hinzufügen, was genial wäre. Aber mein Problem ist einfach, dass ich keinen freien Platz mehr habe und ich so lange muss angreifen, bis ich wieder freien Platz habe. Jawohl, jetzt ist es soweit. Ich opfere mein Zweihorn, was mega mächtig dumm ist, weil ich weiß gar nicht, ob sich das deckt, ob sie wieder zurückbekommen. Weil die kommt eigentlich immer wieder zurück auf das Deck. Und leider passiert es das zweimal und jetzt sind ich zweimal nur die Karten. Aber ich kann Monster-Aktion aktivieren und Polymoli ablegen und mir den Mammut holen, weil das Mammut hat noch Push durch Ödland. Darum holen wir das und werden das im nächsten Spielzug nochmal beschwören. Aber vorher aktivieren wir Brennendes Landes 2-2! Ja. Und er wird hoffentlich jetzt mega mächtig viel Schaden nehmen. Ich glaube, ich brenne ihn wirklich mit meinem Land zu Tod. Ah! Okay, vielleicht auch nicht. Vielleicht werde ich auch vorher sterben, weil ich mir die ganze Zeit so viel Schaden mache. 500 Schaden. Jawohl! 1000 Schaden! Ja! Oh, aber ich werde auch 1000 Schaden nehmen. Im nächsten Spielzug. Und dann wird er wieder 1000 Schaden nehmen, wird ich wieder 1000 Schaden nehmen. Aber zum Glück ist er lower als ich. Und das heisst, ich Schaden. Ah! Und noch eine Schaden. Ah! Jetzt haben wir nämlich einen wilden Kaiser mit Einhorn oder ein wildes Einhorn-Kaiser. Und greifen mit dem seine Motte an. Ich habe Angst vor seiner Mottenkönigin. Und ich glaube, die hat er vielleicht schön im Friedhof. Weil mit diesem Monster könnte er noch eine grosse Motte holen. Was er im Anime leider auch macht. Aber Yugi dann gleich besiegt. Und ich wäre nicht so gut, wenn ich nicht hier wäre. Jo, ja genau, das sind jetzt irgendeinen Schaden. Ah! Oh, wird ich vor ihm sterben? Man weiß es nicht. Nein, er wird vor mir sterben, wenn ich nicht noch Schaden nehme. Oh, ich habe so Angst, wenn ich jetzt angreife. Nein, ich habe ein starkes Monster. Ich greife mit meinem wilden Einhorn-Kaiser das verdeckte Monster an! Jawohl! So leicht ist es. Und er wird wieder 1000 Schaden nehmen. Ich werde wieder 1000 Schaden nehmen. Und dann nimmt er 1000 Schaden und somit haben wir das ganze Spiel gewonnen. Mit Hilfe von brennendem Land! Und das, mein lieber Döbel, das nennt man Burnschaden. Genau das. What are you talking about? Weil es von brennendes Land entstanden ist. Und ich nehme wieder Burnschaden. Ah! Und noch einmal. Oh, das zwickt. So, aber ich wäre nicht Sebu, wenn ich jetzt nicht einfach würde Endphase und ihm das brennende Land überladen, dass er seine Lebenspunkte auf 0 sind und ich das Spiel durch Burnschaden gewonnen habe. Merci vielmals für zuzuschauen. Es war wieder mal ein wunderschönes Duell mit euch. Habt Sorge und Super Sache.